Hello, es ist wieder 18:30 Uhr an einem Sonntag, eine Woche schon wieder vergangen. Wir sind jetzt 4 Weeks out vom ersten Wettkampf vom Nationalen und noch 8 Wochen out vom internationalen Wettkampf, wo es dann um die Profikarte vielleicht geht. Also eher ja, richtige Wettkämpfe folgen dann erst noch. Ich mache dieses Video zum ersten Mal auf Hochdeutsch, weil ich Feedback bekommen habe, dass ein paar Leute das auf Hochdeutsch haben möchten. Also machen wir doch das mal. Ja, Stand der Dinge, heute wieder sehr leicht gewesen auf der Waage, 85,35 Kilo, fast wieder sehr nah am Tiefstgewicht. Tiefstgewicht war 85,15. Also ja, die 200 Gramm kann man auch vergessen. Aber das Gute ist, ich sehe voller aus als das letzte Mal, wo ich so richtig leer war. Ähm, also hoffen wir mal, dass einfach Fett weggegangen ist. Die Fülle ist da geblieben. Aber was ich jetzt so selbst an mir merke, ich ziehe so viel Wasser durch den Tag und am Morgen geht das ganze Wasser wieder raus nach dem Schlafen. Und am Morgen habe ich eigentlich so die beste Shape, würde ich mal behaupten. Klar, ein bisschen weniger Fülle, als auf den Videos, wo ich euch immer zeige. Aber halt, Tightness ist deutlich höher. Genau. Kommende Woche wird wahrscheinlich Montag vielleicht, also morgen, wieder Carb Day sein, von 700 bis 900 Carbs vielleicht, hat man Gabi, mein Coach, angeteasert. Mal schauen, würde mich freuen, wenn ich viel essen kann. Auch wenn ich es nicht gerade so viel Hunger habe, es geht. Also Rest Days sind richtig easy eigentlich mit dem Essen durchzukommen. Trainingstage am Abend so, wenn ich mein Post-Workout gegessen habe und dann weiß ich, ich habe nur noch also das Abendessen noch offen, dann weiß ich, okay, das muss ich spät essen, ähm, weil sonst ist der Hunger da, wenn ich schlafen gehe. Also ich kein großes Problem, aber ich gehe lieber halt schlafen, wenn ich keinen Hunger habe. Training läuft super, Posing übe ich auch immer wieder, also immer eigentlich nach jedem Training. Wird auch noch ein paar Posingstunden nehmen, weil es halt, ja, so ein Sport, Präsentation ist alles. Du kannst eine gute Figur haben, aber wenn du eine scheiß Präsentation hast, ja, verkackst du es. Plus Nervosität ist natürlich auch immer da, wenn man auf die Bühne geht. Und wenn du die Posing-Kür jetzt nicht auswendig kannst, dann ja, wird schwer auf der Bühne. Zum Glück Men's Physik, also eben Posing, das sind 3 Posen mit Übergängen und so. Die sind nicht gerade so schwer. Also der Hut ab von jedem Bodybuilder, Classic Physikathleten oder sonst was. Natürlich auch von der Damenwelt, wo da deutlich mehr Posen hat als Men's Physik-Athleten. Aber gerade im Men's Physik-Athleten, weil du nur 3 Posen hast, musst du die halt so gut stehen, wie es geht, um deine Schokoladenseite immer zu zeigen, weil das geht manchmal richtig schnell. Beim Bewerten. Frontpose, direkt zur Backpose und ihr könnt ab von der Bühne gehen und dann ist schon wieder vorbei. Und wenn du da die 2 Posen nicht zu 100% gebracht hast, ja, dann ist es over. Gut, wieso wir alle hier sind, die Form. Machen wir wieder mal einen hässlichen Kopf auf die Seite, lassen das Video abspielen. Let's go. Ja, ich bin immer noch erkältet, hört man wahrscheinlich noch. Oh, Entschuldigung. Wollte mein Steam was sagen, dass ich drucken soll, weil ich heute noch zu wenig gezockt habe. Perfekt. Lassen wir gerade mal Rückenpose. Mal gucken, ob ich den Frame hier treffe. Das war ich hier so. Also Rücken wird langsam freier unten. Also man sieht jetzt auch die Striche, wo unten rauskommen. Aber wenn eigentlich alles bei mir frei ist, sind einfach 2 gerade Striche vom Rückenstrecker. Also da ist einiges noch, was an Fett weg muss, auch auf der Seite noch. Ist auch
bisschen noch Wasser, weil am Morgen sieht das schon tiny aus. Ähm, Wenn man zurückgeht, Side Pose, auch hier Übergang in den Lat rein ist noch gar noch nicht, frei. Das muss auch noch frei werden. Ähm, Ansonsten eben eigentlich immer noch recht massiv, würde ich mal so behaupten. Frontpose sieht auch schon deutlich aus, aber hier auch Übergang in Lat muss auch noch besser werden. Volumen am besten behalten in den Schultern, Armen, aber natürlich der Cut in den Schultern muss auch noch besser werden. Und hier unten beim Sixpack muss es auch noch besser werden. Auch hier der Graben, ich weiß es von mir selbst, kann auch noch deutlich tiefer werden. Da müssen wir noch arbeiten, die letzten 4 Wochen bis zum regionalen Wettkampf. Yes, das zu meiner Form. Nächsten Sonntag wieder gibt's Update. Was ich aber sonst noch habe für euch, hier, folgt meinem Coach und Fabian. Folgt den zwei, die haben einen geilen Podcast gemacht. Perfekt für Cardio-Einheiten, könnt ihr den zwei zuhören. Kommt, erste Video ist on the line. Weitere Videos kommen. Also abonnieren, liken, kommentieren bei denen und natürlich auch noch bei mir folgen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und liken und Kommentare reinschreiben unten. Freut mich immer. Also wirklich schreibt einfach Kommentare ins Video rein. Würde mich mega freuen, anstatt mir auf WhatsApp, Instagram, Co. Zu schreiben. Gut, ich wünsche euch noch einen restlichen schönen Sonntag und eine gute kommende Woche und hoffentlich wird keiner von euch krank. Auf Wiedersehen. Ciao.